Freunde, nachdem Dr. Ehemann von Ehefrau gestorben ist und sie als Witwe zurückgelassen hat, werdet ihr nicht glauben, was ihre Sohn als nächstes gemacht hat. Es ist ein Gicht von Struckle, Mitgefühl und ihre unerwartete Wendung. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist, lügt bis zum Ende, um die ganze Gicht zu erfahren. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ihm ein Like. Falls ihr neu auf dem Kanal sind, vergesst nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Los geht's! Es war einmal ein 12-jähriges Bübli, wo Said geissen hat. Er hat mit seinem Veti und seiner älteren Schwester in ihrem beschaulichen dreistöckigen Haus gelebt. Das Haus ist von seinem Vater erbaut worden, wo in eine private Firma gearbeitet hat. Sein Vater ist unerwartet vor 5 Jahren im Alter von nur 35 gestorben. Er war Doktorernährer von Doktorfamilie und seine plötzliche Tod hat ein Loch hinterlassen, wo niemand hat schöne füllen. Said, seinem Veti, ist erst 27 wo ihre Mann gestorben ist. Mit so jungen Jahren hat sie sich einisch ganz allein wiedergefunden im Kampf, ihre Kinder zu versorgen. Doktor Schmerz über Doktorverlust von ihrem Mann ist unerträglich gsi, aber Doktor finanzielle Druck ist sogar noch schlimmer gsi. Die Firma, wo Said seinem Vater gearbeitet hat Doktorfamilie nur 200.000 Tage, ca. $200.000 gegeben, weil zu wenig, um länger zu überleben. Und leider hat keine Verwandte oder Freunde geholfen. Sie sagen, in schwierigen Zeiten werden sogar Verwandte zu Fremden. Und genau das ist Said seiner Familie passiert. Früher von Menschen umgeben sind sie einisch ganz allein gsi. Jede hat sich um seine eigene Sorge gekümmert und niemand hat sich noch um sie schert. Said, seinem Veti, wo immer eine liebe und sorgende Frau war, hat sich in ihre ganz neue, ungewohnte Rolle wiedergefunden. Mit niemand, wo sie unterstützt schönt, ist sie die einzige Verantwortliche für ihre Familie geworden. Sie hat ihren Tag mit Trauer verbracht und ihr nicht mit Sorge überlegt, wie sie ihre Kinder ernähren schönt. Sie ist immer daheim geblieben und hat alles versucht, um ihr Geld zu sparen. Doch trotz all ihre Mühes Geld, wo ihre Mann hinterlassen hat, schnell rausgegangen. Mit Doktorzeit ist Doktor finanzielle Druck unerträglich geworden. Sie haben die Rechnungen nicht mehr schöne Zahlen und das Essen ist immer knapper geworden. Said, seinem Veti, hat alles probiert, um Geld zu sparen. Sie hat ihre Ausgaben zurückgeschraubt, alles verkauft, was sie noch haben, und versucht, das beste US-Doktor schwierige Situation zu machen. Aber trotz all ihre Opfer ist das Geld nach 10 Monaten komplett ausgegangen. Ohne andere Option hat Said seinem Veti eine schwierige Entscheidung gemacht, sie müsse Schule verlassen und einen Job suchen, um ihre Kinder zu versorgen. Wo es in seinem Veti sich Aufsicht nach einem Job gemacht hat sie dort die Realität gespürt, als Frau, wo ganz allein ist und für 2 Kinder sorgen müsste. Zuerst hat sie einen Job als Putzhilfe in einem Haus gefunden. Die Bezahlung war minimal, aber es war ein Anfang. Sie hat weitergesucht und hat bald 2 weitere Putzstellen schöne finden. Mit 3 Jobs hat sie total 1,200 Tage pro Monat verdient, gerade genug, um die tägliche Ausgabe zu decken. Aber das Leben war trotzdem hart. Rechnungen müssten gezahlt werden, die Miete hat sie bezahlen müssen und die Kinder haben ihre Sachen gebraucht. Doktordruck war riesig. Die Hälfte von ihren Verdiensten ist nur für die Schulkosten von SID und seine Schwester aufgebraucht worden. Sie hat kaum etwas für sich selber gegeben.
Said hat sich unter das bemüht, sich auf seine Schule zu konzentrieren, aber die ständige Sorge übers Geld und das Essen daheim hat immer mehr auf ihm gelastet. Nach und nach hat die Hungersnot seine Familie immer härter getroffen. Said hat 2 ganze Tage lang nichts gegessen. Sein Körper ist schwach geworden, er hat sich kaum schön konzentrieren, sein Magen hat wehgetan und er hat sich schwindelig gefühlt. Sie hat nur mehr Wasser getrunken in Doktor Hoffnung, dass es Linderung bringt. Doch wo er im Unterricht gesessen ist, hat er gemerkt, wie seine Energie langsam verschwundet. Seine Sicht ist verschwummert und alles um ihn herum ist in Dunkelheit verblasst. Sein Lehrer Dr. Bilal hat Said beobachtet. Er hat gesehen, wie bleich und schwach der kleine Bub ist und wie er kämpft, um überhaupt noch zu konzentrieren. Bilal ist zu Said gegangen und hat ihn mit Besorgnis gefragt. Was ist los mit dir, Said? Geht's dir gut? Said hat mit Mühe und Not seine Augen aufgemacht und müde gesagt. Jo, Herr Lehrer, es geht mir gut. Aber Bilal hat nicht Glaube schöne. Er hat gesehen, dass Said alles andere als gut geht. Darum hat er gedruckt. Said, sag mir ehrlich, was ist los? Du gehst gar nicht gut aus. Said hat zögert. Aber nach ein paar Sekunden hat er ganz leislich gestanden. Wir haben kein Essen daheim. Wir haben seit 2 Tagen nichts gegessen. Mir geht's nicht gut. Bilal sein Herz ist zusammengebrochen, wo er's gehört hat. Er hat gesehen, wie will Said leiden tut. Und ohne zu überlegen, Bilal ist sofort aufgestanden, hat Said ins Lehrerzimmer geführt und die Schulwächter gerufen. Ohne Zögern hat er ihm ein paar Münzen in die Hand gedrückt und gesagt: Geh schnell zum Markt und bring etwas zu essen für Said. Doktor Wächter ist rausgerannt und nach ein paar Minuten ist er mit Emmy Bürger und Emmy Schaltegetränk zurückgekommen. Bilal hat das Essen Said übergeben und gesagt: Eis es das? Du musst dich wieder erholen. Said hat zuerst gezögert, aber sobald er in Doktor Bürger bissen hat und das Getränk getrunken hat er sich besser gefühlt. Sein Schopf ist klarer geworden, seine Energie ist langsam zurückgekommen und zum ersten Mal seit Tagen hat er sich ein bisschen normal gefühlt. Bilal hat ihn genau beobachtet und gefragt: Und wie geht's dir jetzt? Said hat schwach nickt und zum ersten Mal eine kleine Erleichterung im Gesicht gehabt. Besser, Herr Lehrer. Danke. Bilal hat warm gelächelt und gesagt: Gut. Gang zurück in die Klasse. Aber nach Doktorschule wollte ich dich in mein Büro gehen. Wo Schülglöckli für die Schlussstunde geläutet hat, ist Said richtig Bilal sein Büro gelaufen. Noch immer hat er sich klein schwach gefühlt, aber sein Schopf ist jetzt klarer gsi. Wo er angeschaut ist, hat Bilal schon auf ihn gewartet. Mach dir keine Sorge, Said, ich werde dir helfen, hat Bilal gesagt und ist aufgestanden. Er hat Said an Doktors Schulter gefasst und ihn zu seinem Velo geführt. Tschum, wir gehen zum Markt. Zusammen sind sie zum Markt gefahren. Dort hat Bilal alle wichtige Sachen für Said seine Familie eingekauft: Mehl, Reis, Linsen, Zucker und andere Lebensmittel. Aber er hat nicht nur das Essen eingeschafft, er hat den ganzen Einkauf direkt zu Said sein Haus gebracht. Wo sie angekommen sind, ist Said seine Mutter nicht daheim gsi. Sie hat oft bis spät in die Nacht in verschiedene Häuser geputzt und ist erst am frühen Morgen zurückgekommen.
Bilal hat Ali Sache sorgfältig in die Schuhe gestellt und sich der Said zugewendet. Mach dir keine Sorge mehr. Von heute an sorge ich dafür, dass deine Familie genug Essen hat. Ich bring euch jede Monat Essen, so tschest dich ganz auf deine Schule konzentrieren. Said, sein Augen sind feucht worden. Er hat nie gedacht, dass etwas so Wundervolles passieren könnte. Bilal, seine Gütigkeit ist wie das Licht seiner grösster Dunkelheit gsi. Wo Bilal sein Haus verlassen hat, hat er Said in die Augen gelügt und gesagt: Ich weiss, dass es gerade sehr schwierig ist, aber bitte konzentrier dich auf deine Bildung. Es ist der Schlüssel für deine Zukunft. Der Rest schau mir drum sorgen. Bilal, seine Hilfe ist nicht einmalig gsi. Jede Monat hat er Said und seine Familie mit Lebensmitteln unterstützt, ohne jemals etwas im Gegenzug zu verlangen. Es Idee seine Mutter hat's nicht glauben schöne. Wo sie einmal vor ihrem völlig Schachikasten gestanden ist, hat sie Said ungläubig gefragt: Wie ist das alles da hingekommen? Said hat schüch zu Boden gelückt und gesagt: Es ist Herr Bilal. Er bringt jede Monat Essen und hat sogar mit Doktorschule geredet, dass meine unzahlte Schulgebühren für die letzten 3 Monate erlassen werden. Es Idee, seine Mutter ist in Tränen ausgebrochen. Sie hat sich nicht vorstellen können, dass ein wildfremder Mensch so viel für sie tun würde. In ihrem Herz hat sie ein stille Bett für Bilal gesprochen, voller Dankbarkeit für alles, was er für ihre Familie gemacht hat. Aber Bilal ist immer bescheiden geblieben. Wo seine Mutter sich bedankt hat, hat er nur gesagt: Du brauchst mir nicht danken. Ich bin wie ein Prüfer für euch. Ihr seid wie meine Familie. Mit der Zeit hat seine Mutter ein bisschen Ruhe im Herz gespürt. Sie hat gewusst, dass ihre Kind nie mehr hungern müssen. Und für Said hat sich eine ganz neue Hoffnung eröffnet, eine Chance auf eine bessere Zukunft wegen einem Mann, wo ganz ohne Eigennutz einen Unterschied gemacht hat. Mit Monat ist der Said immer konzentrierter worden auf seine Studien. Mit neuer Entschlossenheit hat er sich immer mehr motiviert gefühlt, erfolgreich zu sein. Inspiriert von der selbstlosen Hilfe vom Ball hat Said angefangen, von immer besser Leben zu träumen, das Leben, wo er seinem Lehrer schön zurückzahlen für alles, wo der Bilal für ihn gemacht hat. Trotz all des Struggles hat sich die Schularbeit vom SID verbessert. Er hat aufmerksam gafft und ist immer besser geworden in seinem Unterricht. Die Lehrer haben die Veränderung an ihm bemerkt, Doktor schwache, abgelenkte Bub, wo mir hat gehen, überhaupt wach zu bleiben, ist auf einisch konzentriert, attentiv und voller Hoffnung zu sein. Aber der Ball hat nicht nur mit Lebensmitteln oder Schulgeld geholfen. Er hat Said den Glauben gegeben, dass Bildung der Schlüssel ist, egal wie schwer das Leben wird. Said hat gefunden, wenn er genug hart schafft, kann er sein Leben ändern und andere unterstützen, so wie der Ball ihn geholfen hat. Die Wirkung vom Ball auf die SID war unermesslich gewesen. Er war nicht nur mein Lehrer, sondern auch ein Mentor, ein Licht in der dunkelsten Zeit vom SID in seinem Leben. Die Lektionen, die der Ball gemacht hat, sind weitergegangen als nur das Klassenzimmer, sie sind direkt ins Herz vom SID in seinem Leben gegangen. Mit Mühe, von eine bessere Zukunft zu träumen, hat Said sich voluminös auf seine Studien konzentriert. Er hat gewusst, dass er einmal den Ball in Doktor bestehen Art schön zurückzahlen, indem er erfolgreich wird und andere unterstützt, genau wie der Ball. Mit Zeit hat sich SID sein Leben verändert, auf Art und Weise, wo er nie hätte schöne vorstellen.
Mit Doktor unerschütterliche Unterstützung vom Ball hat die SID sich nur noch auf sein Lernen konzentriert. Er hat sein ganzes Herz und seine ganze Seele in die Bildung gesteckt, nie vergessend, was seine Mütter für ihn geopfert hat und welche Göttlichkeit die Bilal ihm gesagt hat. Er hat härter gafft als je zuvor, wissend, dass das seine Chance ist, sich und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Eines Tages ist die Nachricht schon, wo die SID immer von geträumt hat, er hat das Stipendium bekommen für die renommierte Universität im Ausland. Die Freude, wo er verspürt hat, ist unbeschreiblich gsi. Es war, wie wenn all der Struggles von ihm und seiner Familie endlich zu Ende gegangen wäre. Seine Mütter und seine Schwester sind überglücklich gsi. Zum ersten Mal seit Jahren haben sie etwas zum Feiern. SID hat nie gedacht, dass er einmal im Ausland studieren könnte. Es hat immer wie ein fernes Ziel gelangt, etwas, wo nur mit den Reichen und Privilegierten erreichen können. Aber jetzt ist der Traum zum Greifen an. Die Universität hat ihm Sticken gegickt und er war bereit für ein neues Kapitel in seinem Leben. Am Tag, wo er für sein Studium ausgereist ist, haben seine Mütter und Schwester am Flughafen mit Tränen in die Augen gesehen. SID hat sie fest umarmt und versprochen, dass er hart arbeiten würde, um sie stolz zu machen. Im Flugzeug hat SID zurückgeschaut auf seine ganze Reise von Emi Bub, wo nur mit schön überleben, zu Emi junge Mann mit ihrer helle Zukunft. Nach Emi lange Flug ist der Said endlich im neuen Land angekommen. Die Universität hat alles für ihn organisiert, das Essen, die Unterkunft und alle seine Ausgaben. Said hat sich überwältigt gefühlt von Dankbarkeit. Er hat gewusst, dass er am Anfang von einem neuen Leben gestanden ist und alles nur wegen der Unterstützung von Menschen wie der Bilal. Obwohl er sich eingelebt hat im neuen Leben, hat Said seine Familie nie vergessen. Stipendium hat nicht nur seine Ausgaben gedeckt, sondern ihm auch extra Geld gegeben, wo er seiner Mütter jeden Monat gegeben hat. Er hat gewusst, dass sie immer noch hart gearbeitet hat, und er hat Welt sicherstellen, dass sie sich keine Sorge mehr machen müssen. Said hat seine Mütter motiviert, zuhören mit Schaffen als Putzfrau. Er hat ihr gesagt, dass er sie jetzt unterstützt schon. Mit der Zeit hat sich SID seine finanzielle Situation immer mehr verbessert. Er hat einen Teilzeitjob gefunden während seinem Studium und das Geld, wo er verdient hat, hat er seiner Mütter gegeben. Sie hat das Geld gebraucht, um ihre Heim zu renovieren mit neuen Möbeln, wodurch endlich das immer richtig schöne daheim gemacht hat. Ein Familienleben, wo einisch voller Sorgen und Struggles war, ist jetzt voller Hoffnung und Glück gsi. Die Verwandten, wo früher nie interessiert sind, haben auf einisch wieder vor der Tür gestanden mit grossen Smile und falscher Unterstützung. SID hat keine Rolle gegeben, aber er hat genau gemerkt, wie schnell sich die Menschen ändern, sobald das Leben besser läuft. Mit der Zeit hat seine Schwester seine Studie fertig gemacht und die Familie hat mit Freude in die Zukunft geschaut. SID sein Erfolg ist ein Licht von Hoffnung für alle geworden. Jahre später hat sich SID sein Traum verwirklicht. Er hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen und das Jobangebot bekommen und nicht irgendeins. Er ist angestellt worden als Generalmanager bei ihrer grossen Firma in Pakistan. Mit einem Startlohn von 4 Lakh Taka etwas, wo in seiner Kindheit unvorstellbar gsi wäre. SID ist überglücklich gsi. Es ist das Resultat von all den Opfern, wo er und seine Familie gemacht haben.
Bevor er zurückgeflogen ist, hat er Schenk für seine Mütter und Schwester in die Tasche gewählt, dass sie wissen, wie viel sie ihm bedeuten. Am Tag vom Abflug hat seine Mütter ihn fest umarmt und mit Freudentränen auf die Stirn geküsst. Sie hat gegeben, wie ihr Sohn von Emi Schleini kämpfende Bub zu einem erfolgreichen Mann geworden ist. Said, sein erster Tag als Generalmanager ist überwältigend gsi. Während er bei seinem Pult gesessen ist und sein neues Amt betrachtet hat er nur an einen Mensch gedacht, Ball. Ohne den Ball wär's alles nie passiert. Said hat gewusst, dass er ihn finde und sich bedanken müsse. Er hat sofort sein Büroauto schicken lassen und ist unterwegs zurück in die Schule, wo alles angefangen hat. Mit Monet ist Said mit neuem Durchhaltewillen immer mehr auf seine Schule konzentriert. Er ist immer motivierter geworden zum Erfolg zu haben und ist inspiriert von Bilal seine selbstlose Hilfe. Said hat angefangen, devot zu träumen, sich ein besseres Leben vorzustellen, das Leben, wo er sein Lehrer für alles, wo Bilal für ihn gemacht hat, schön zurückgehen. Trotz all des Struggles hat Said seine Schulleistung verbessert. Er hat diligent gearbeitet und ist in der Klasse immer besser geworden. Seine Lehrer haben die Wandel ihm gemerkt, Doktor schwache, abgelenkte Bub, wo mal Mühe hat wachzeit bleiben, ist jetzt aufmerksam, fokussiert und voller Hoffnung. Aber Bilal seine Einflüsse ist nicht nur auf das Bezahlen von Essig oder die Schulgänge beschränkt gsi. Er hat Said tiefe Überzeugung gegeben, dass egal wie schwer es Leben wird, Bildung immer Doktorschlüssel ist zum Hindernis überschuhen. Said hat fester davon geglaubt, dass wenn er nur genug hart arbeitet, er nicht nur seine eigene Zukunft verändere, sondern auch andere unterstützen könnte, genau so, wie Bilal ihm geholfen hat. Bilal seine Wirkung auf SID ist unermesslich gsi. Er ist nicht nur ein Lehrer gsi, sondern auch ein Mentor, es Licht im dunkelsten Moment von SID seinem Leben. Die Lektionen, wo er SID gelernt hat, haben WYT über die Schulzimmer ausgelenkt und sich direkt in SID seine Lebensreise eingeschrieben. Said hat jetzt die Kraft gehabt, sich eine bessere Zukunft vorzustellen und hat sich total auf seine Bildung konzentriert. Er hat gewusst, dass er einisch Bilal in die bestmögliche Art wird zurückgehen, indem er erfolgreich wird und andere unterstützte, genau so wie Bilal ihm. Die Zeit ist schwer gegangen und SID seine Situation hat sich auf eine Art verändert, wo er sich nie vorstellen hat. Mit Bilal seine unerschütterliche Unterstützung hat SID sich voll und ganz auf seine Schule konzentrieren können. Er hat seine ganze Energie ins Lehren gesteckt und nie vergessen, wie viel seine Mütter für ihn geopfert hat und wie gut Bilal zu ihm war. Er hat härter gearbeitet als je zuvor, im Wissen, dass das seine Chance ist, sich ein besseres Leben für sich und seine Familie zu bauen. Eines Tages ist die Sache passiert, wo SID sich immer erträumt hat, er hat das Stipendium fürs renommierte Universität im Ausland bekommen. Die Freude, wo er gespürt hat, ist unbeschreiblich gsi. Es hat sich angefühlt, als wäre alles, wo er und seine Familie durchgemacht haben, endlich am Ende. Seine Mütter und Schwester sind überglücklich gsi. Zum ersten Mal seit Jahren haben sie ein richtiges Grund zum Festen. SID hat nie davon träumen können, dass er einisch im Ausland studieren würde, es ist immer wie eine ferne Illusion gsi, etwas, wo nur die Reichen und Privilegierte bekommen. Aber jetzt ist der Traum Realität geworden. Die Universität hat ihm ein Ticket gegeben und er war bereit für ein ganz neues Kapitel in seinem Leben.
Am Tag, wo es Idee für sein Studium ins Ausland abgeflogen ist, haben seine Mütter und Schwester neben ihm gestanden, beide mit Tränen in den Augen. Es Idee hat sie fest gedruckt und versprochen, dass er hart arbeiten, um sie stolz zu machen. Als er ins Flugzeug gegangen ist, hat er zurückgeleuchtet und darüber nachgedacht, wie YT er schon ist vom armen Bub, wo ums Überleben kämpft, zum jungen Mann mit heller Zukunft. Nach langen Flug ist Said endlich in seinem neuen Land angekommen. Die Universität hat alles für ihn organisiert, es gab Essen, Logi und alle nötigen Ausgaben sind gedeckt. Said war überwältigt von Dankbarkeit. Er hat gewusst, dass er am Start von seinem neuen Leben steht und alles nur dank der Unterstützung von Menschen wie Bilal. Trotz seinem neuen Leben hat Said seine Familie nie vergessen. Das Stipendium hat nicht nur seine Ausgaben gedeckt, sondern ihm auch ein bisschen mehr Geld gegeben, wo er jede Monat seinen Müttern gegeben hat. Er hat gewusst, dass sie noch immer arbeiten, um sich und seine Schwester zu unterstützen, und er hat sichtig machen wollen, dass sie gut versorgt ist. Said hat seine Mütter ermutigt, nicht mehr als Dienstmädchen zu arbeiten. Er hat gesagt, dass er jetzt genug verdient und sie sich ausruhen schön. Seine Situation hat sich Schritt für Schritt verbessert. Mit Zeit ist finanziell immer stabiler geworden. Er hat neben seinem Studium einen Teilzeitjob bekommen, wo ihm ermöglicht hat, noch mehr Geld nach Hause zu schicken. Seine harte Arbeit hat sich ausgezahlt und seine Familie hat sich über die Jahre von der finanziellen Sorge befreien können. Seine Verwandte, die ihn früher ignoriert haben einisch wieder vor der Tür gestanden mit grossi Smile und wieligete Wort. Hat kein Hass gespürt, aber er hat genau gemerkt, wie sich die Menschen verändern, sobald eine Familie im Erfolg steht. Die Jahre sind vorbeigegangen und seine harte Arbeit hat sich Art ausgezahlt, wo er sich nie hätte vorstellen können. Er hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen und das Jobangebot von ihrer renommierten Firma in Pakistan bekommen mit einem Startlohn von 4 Lakh Taka. Es ist ein Einkommen, wo für ihn als Kind unvorstellbar gewesen wäre. Said war überglücklich. Es ist ein Beweis für alles, wo er und seine Familie Doktor für geopfert haben. Vor seinem Rückflug hat Said Schenk für seine Mütter und Schwester bekommen, um ihnen zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Seine erste Tag als Generalmanager war überwältigend. Er hat an seinem Desk gesetzt und darüber nachgedacht, wie YT er schon ist und vor allem an Bilal. Ohne Bilal seine Güte und Unterstützung wär's alles nie passiert. Er hat entschieden, Bilal zu suchen und ihm Danke zu sagen. Hat sich die Adresse von Bilal klein mühsam suchen müssen und wo er ihn gefunden hat, ist er schockiert gewesen. Bilal ist alt und schwach geworden und Said hat sofort gespürt, dass es jetzt seine Pflicht ist, dem Mann zu helfen, wo ihn früher gerettet hat. Der Geste von Said und Bilal ist ein Beweis, dass echte Güte sich immer auszahlt. Und so, liebe Freunde, das ist der Geste für heute gewesen. Schreibt in den Kommentaren, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Mal.